Unser Trinkwasser sieht ja auf den ersten Blick sehr sauber aus. Doch bei einer Qualitätskontrolle in verschiedenen deutschen Städten stellte sich heraus, dass da aus dem Leitungshahn ein richtiger Medikamentencocktail sprudelt. Wo es besonders schlimm ist und ob wir vielleicht lieber nur noch Sprudelwasser trinken sollten, weiß Michael Wüllenweber. Auch im Reichstag entnahmen Prüfer Wasserproben und was sie fanden, hört sich zumindest alles andere als appetitlich an. Im Trinkwasser der Hauptstädter befinden sich Antiepileptika, Lipidsenker, Röntgenkontrastmittel, Iopamidol, Iopromid. Nur Beispiele. Es hat mich überrascht, erstens, dass wir mehrere Komponenten gefunden haben und dann zweitens die Größenordnung. Auch die Wasseranalyse von Essen und Dortmund liest sich wie die Rezeptur für einen Medikamentencocktail. Dennoch, die Wasserwerke winken ab. Bisher gäbe es keine Hinweise auf eine Gesundheitsgefährdung. Fakt ist, dass die Berliner Wasserbetriebe, so wie alle anderen Wasserversorger auch, das sehr, sehr strenge deutsche Wasserrecht, die Trinkwasserverordnung, das strengste Wasserrecht weltweit überhaupt einhalten und unterbieten. Tatsächlich, selbst in der Stadt mit dem schlechtesten Wasser in Essen müsste man schon über 1500 Jahre Wasser trinken, um nur 1 Gramm Kontrastmittel aufzunehmen. Dennoch, die Grünen warnen. Der entscheidende Punkt ist, dass Chemikalien schleichend wirken und dass sie insbesondere auch als Cocktail wirken. Denn wir haben ja viele Stoffe, viele Chemikalien im Wasser. Und die Summe trifft natürlich auf den Körper. Deshalb sei eine Überarbeitung der Trinkwasserverordnung notwendig, denn Grenzwerte für Medikamentenrückstände, die gibt es bisher nicht.